Et war nach nie so günstig, aber auch noch nie so notwendig, eng preisstabil, unabhängig, klimafreundlich Energieversorgung. Nur bei den Leuten, mit den Leuten, für die Leute, für uns alle. Das ist auch der Moment, uns mal näher und Systeme zu überdenken, weil vieles geht, vieles ist möglich, und aber auch nötig. Wir die Leute von Eurosolar Lützeburg, wir schaffen schon seit bald 30 Jahren da drin. Für das Niveau zu Lützeburg gibt es den PNEC, das ist den Plan für Umwelt und Klima. Dem sind Ziele, die gibt bis 2030, also zu kouvrieren die ganze Legislaturperiode, die lo könnt. Und dafür schwätzen wir von Eurosolar Lützeburg mit den Parteien, die aktuell an der Chambre sind, für zu wissen, was sie an den nächsten wichtigen 5 Jahren für das umzusetzen wollen. Der Vertreter von den Piraten, das ist Sven Klimmer. Gute Mittel. Sie sind Deputiert für die Piraten, wie gesagt. Als eng Person mit Affinitäten zu der Mathematiker Berechnungen, da wisst ihr, dass exponentiell Tendenzen auch können irgendwie disruptiv gehen, das kann desagreabel sein. Der andere Seite gibt es dann die dynamisch gemütliche Homöostase von der Natur. Die hat auch etwas Beruhigendes aus sich, oder nicht? Beruhigend schon, es geht ja auch schiffregieren an der Busch spazieren, an genießt die Ruhe. Auf der anderen Seite sind ich aber den auch ganz froh mit Disruption, also schmengen, wenn wir als Ziele am Klima- und Umweltplan wollen erreichen, dann muss man disruptiv sein. Da geht es nicht mehr durch, so weiterzumachen, wie man das bislang gemacht haben. Wir müssen sich die Disruption sichern, weil sonst geht das Ganze ja ganz schwer für die Ziele zu erreichen. Das ist gut gesagt, weil es geht oft von der Disruption an die negative Richtung geschwärzt, dass wir alles der Chaos und alles zusammenbricht. Auf der anderen Seite geht es doch die positiv an der genug an die richtige Richtung schaffen, wie man geht es dann vom selben, das ist dann die positiv, die selbst durch die Evolution, die exponentiell ist an der Forschung, an der Technik. Das gesagt, wir sind beim PNEC. Ziel vom PNEC ist Dekarbonisierung, also CO2 Rufsetzen, unterschiedliche Gase Rufsetzen, und die kommen zum großen Teil. Das ist nun einmal so von den fossilen Energien. Für uns als Eurosolar ist natürlich nicht das Sujet für die erneuerbaren Energien, Sonnenenergie. Wie findet Piraten das? Wir sind groß Fan von Solarenergie, von erneuerbaren Energien generell. Ich meine, wir haben uns schon vor 3 Jahren die Regierung ein bisschen invitiert, für einen Plan aufzustellen, wie in all Haus zu Lützeburg kann man PV equipieren. Auch die Haushalte, wo die Leute sich das nicht direkt leisten können. Der Premier hat ja am letzten Etat de la Nation so etwas Ähnliches angekündigt, nachdem das für 2 Jahre gesagt hat, das wäre absolut irrealistisch. Und wir haben gesagt, wir sind als ein Invest an erneuerbare Energien, genau das, was eine Regierung muss wollen machen, und ich begrüßen dafür die Initiative, auch wenn sie noch nicht budgetisiert ist. Weil das ein bisschen der dient, am Etat de la Nation etwas so, muss ihnen dann auch Geld der Hand stechen, für zu machen. Auf der anderen Seite, persönlich, von Anfang an, wie ich gebaut habe, darauf aufgepasst, ein Energie-Plus-Haus zu bauen, was natürlich mit PV anhergeht, was dann noch mal haut am meisten Elektroauto zu fahren, und gleichzeitig noch einmal ein Accident an der Reso anzuspeisen. Eine ganz flott Erfahrung, gerade an Zeiten, wo die Energiepreise auf die Fossilen explodieren. Und das weißt du, die hat es an der Introduktion gesagt. Wir brauchen verlässlich und preisstabil Energiequellen. Und die verlässlichsten Energiequellen, die wir heute tun, die können aus der Natur, das ist die Sonne, die schenkt, die funktioniert, ohne dass der Mensch etwas dafür machen muss die Energie just zu nutzen wissen. Und wenn wir all die Ziele am PNEC wollen erreichen, da schwätzen wir ja nicht nur von Carbon reduzieren, wir schwätzen, und das hat Duana ja auch gesagt, wenn wir wollen als Ziel erreichen, muss man auch Carbon neutralisieren oder rausziehen aus der Atmosphäre, und auch dafür brauchen wir Energie. Und für das irgendwie Sinn macht, muss billige Energie sein. Und die billigsten Energie, die wir heute können produzieren, können von der Sonne. PV ist, man darf schon, also Grid-Scale Solar, weil die das dann so, die sind doch ein Expert wie ich, aber Grid-Scale Solar ist aber das, was am Cash günstigsten haut ist, aber auch die meisten negative Konsequenzen für die Umwelt sind. Genauso sehen wir da doch von Eurosolar. Du hast so, all deren Haus, die schon, wir hatten eine Etude vorgestellt für ein decke Jahr, für ein Jahr, das von den 100 Quadratkilometer, die schon so ist, zu Lützeburg, kriegen übertalschen vom Gesamtenergiebedarf gedeckt, also nicht nur Strom, die Gesamtenergie.
Also da war so, dass dat net überall geht Nordausrichtung an Beem, dats der dehnt, dat dann allerdings auch gin Bautereglementer, die pro Gemeng verschieden. An du den heinst du den Andruck, wie wann die Gife gebraucht gin fir Photovoltaik bisschen auszubremsen ausvertrenge Konsiderationen noch immer denkmal zu der ästhetischen Financierien oder sosgeren du wäre mir von Eurosolar interesseiert run un engem Bautereglement am nationalem Niveau wat deklinéiert gëtt wo bësselsche gesot gëtt, das mal die echt Option. Also für als Piraten muss die hellech Klo vun der Autonomie kommunal irgendwann ein Käier bisschen manner gesund ausgesehen. Ich will net so mir schluchten se komplett me klingt vielleicht, der kennt ihn aber schon rausschneiden. Aus dem ganz einfachen Grund, das nicht nur beim Ausbau von PV, es geht ja auch generell darum, wenn man darüber nur denken, wie wohnen wir in Zukunft. Vielleicht mehr klein, vielleicht mehr dicht. Da haben wir Baureglementer, die absurdeste Sachen vorschreiben. Wir haben Gemengen, die nach immer ganz niedrige Densitäten vorschreiben. Ja, da kriegen dann eine immense Flächeversicherung für ganz wenig Leute wohnen zu lassen, weil wir ganz viel andere Umweltgründe wirklich schlecht ist. Das heißt, wenn man will, eine kohärente Planung vom Land tun, und man da dann auch kohärent an Zukunft will gucken, als Lützeburg ist also nicht so riesig, dass man 100 verschiedene Baureglemente brauchen, dann muss man vielleicht, und du sind Piraten nicht mehr vielleicht, mehr sicher, Einzeldomänen von den Baureglementen national regeln. Das Densität, das sicherlich auch, was darf ich auf den Dach setzen oder nicht. Und wir sind sogar der Meinung, dass eine PV-Anlage nicht genehmigungsfähig muss sein. Die Stadt in sich, ähnlich wie auch verschiedene andere Sachen, ohne Baugenehmigung kann eine PV-Anlage auf sein Dach setzen. Da gibt ja noch verschiedene Prozeduren für das unzufrieden nach verschiedenen Gemengen. Fängt man nicht, da unten schon mit Schlagen müssen durch den Papaya-Dschungel kämpfen, für meine Anlage und Reso zu kriegen. Und dass das dann so lange dauert, das ist absolut inakzeptabel. Ja, die gute Nachricht gibt 2 Bautereglementer. Männer hier am Land gehen für September und zu Gemengen Männer hier am Land findest Fusionen. Wie hast du mit den Wandmillen? Weil mir hier nicht immer Sonne zu trotzdem muss man sagen. Wir nicht immer Sonne, Wandmillen genauso wie Geothermie, wie auch auf Fleißgewässer kann ich noch einmal darüber schwätzen, was den du kann machen. Die Wandenergie ist für uns ein Teil von der Lösung. Schmengen, dass man da auch müssen auf die kleinen dezentrale Generationen setzen. Auch da spielen Baureglemente halt nicht mit. Schon ein ganz guter Kollege, den an einer deutschen Startup war von Mikrowandräder. An Deutschland hatten sie kein Problem oder ganz wenig Probleme, die zu deployieren. Weil zu Lützeburg schon sie eine paar Leute probiert, dann sie sind direkt geblockt von ihren Gemengen. Das kann nicht die Lösung sein. Wenn man wirklich will, erneuerbare Energien promovieren, da geht das über von den Mikroanlagen, ob das am Wand oder am Solar ist, Balkonkraftwerke, das ist auch ein Argument, bis zu Gridscale. Und da muss ich natürlich auf den Platz, wo es Sinn möchte, aber wir haben die Kadaster mittlerweile zu Lützeburg, wo Wandenergie Sinn möchte, da muss ich auch die an Genehmigung bringen und bauen. Solarkadaster ist seit einer ganzen Zeit schon zesibel an noch Balkonanlagen, die Plug-and-Play sind, da sind noch eine große Vereinfachung gekommen. Ein anderer Punkt, das ist natürlich die Energiesicherheit. Ich will den, dass man in die Knöpfchen direkt oder den Stecker rasch ist, dass dann etwas rauskommt. Du hast dann bei der Länge die Speicherung, wie kurzfristig, wie klangdelig, vielleicht an einzelnen Häusern. Das ist auch ein Issue für die nächsten Jahre. Der andere ist allerdings auch die Großvolumen, der geringe Wasserstoff. An och wären froh dat niemand no gedcht gëtt as jo schon zum Deel gemer am Pnecker ze summen habech mat den andere Länder, weil zu Lützeburg Simolo kann e so wie das mis so ofhängig vun andere Länder wie also enorm an dat können man just draufsetzen mé fir Energie das jawer net. Also gin jo och am Speicher wir sind ein ganz rich Innovationen an Disruptionen die geringe Wasserstoffe geschwert. Viel mir einfach als auch mat macht Mietren an wann man mi flächendeckend E-Autoen hun können déi en Deel vun der Lesung sinn kann e Powerwalls deployieren wann en déi natürlich auch fiskalisch interessant mcht du si immer haut nach net wirklich Punkt dat man die rich Steuerung sortieren hunn an dann natürlich mi grosse Volum hummer direkt run im Grenz natürlich pur all Minen stiert du gëtt ganz innovativer Brosche fir zum Beispiel mat Wasserpumpeln an alle Minisch herrscht von den an den wirklichen Tiefbau geht zu schaffen. Du ginnet natürlich Möglichkeiten op als einer erneuerbare Ressourcen zu setzen, die man haut schon hunn
muss ich nicht immer Lithium-Ionen-Batterien irgendwo deployieren, die auch zum Teil Probleme natürlich können haben. Anderen schon Kohlenstoffbatterien an der Forschung schon weit Kohlenstoffbatterien einer Feststoffbatterien ich mein, dafür so ich sind große Fan von der Disruption, weil wenn man du et wirklich fertig bringen den nächsten Sprung zu machen an dat ob wirklich auch zu skalieren vorstellt sich vom skalieren die einzelne Batterietyp beginnet schon me sind haut nach net genug sind nicht an der flächendeckender Produktion aber man dat packen vielleicht auch zu Lützeburg dann gäf man wirklich etwas für das Klima machen wie ich viel gesagt habe, also man muss von der fossile Wäsch kommen zu den anderen Energieformen natürlich allerdings auch Systeme umstellen auch für anzuspuren einen großen Teil von dem Undeel von den Gasen CO2 aus dem Transportsektor über 60%. Da muss man auch an andere Mobilität, andere Transportmöglichkeiten denken. Nicht nur am Undriff, auch am Undriff, mir auch. Ja, muss ich natürlich mehr lokal, mehr regional produzieren und konsumieren. Da hat der Staat eine große Steuerungsrolle. Das Woche, wo man das halt noch holen, also an der Chambre, das neue Restopolis-Gesetz gestimmt, wo leider nicht die großen G-Gemerke für noch mehr lokal zu konsumieren. Das ist ein Echten, das embryonal drauf hier gesehen wird, kann die viel mehr weit gehen. Auch das neue Agrargesetz gesagt, das embryonal für mehr lokal, regional zu konsumieren. Du hättest aber kein mehr weit gehen. Das Weitere muss ich natürlich für ein kleines Land sich immer vorstellen, weil das lokal, weil das regional. Das ist sicherlich nicht national, das muss immer auch die Großregion berücksichtigen. Wir sind einfach nicht groß genug für die Besoin zu decken. Das ist natürlich ein Antriebssystem, mit dem wir kann schaffen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Kamions elektrifizieren ganz schwer wird gehen. Das tut etwas mit Energiedichten zu dienen, an Gewicht von Batterien. Du wirst höchstwahrscheinlich in dem Verkehrssystem werden geringe Wasserstoff oder E-Fuels, wann nicht wirklich flächendeckend billige Strom gibt, eine Rolle können spielen. An der Individualmobilität, also aber ganz klar auch den Elektroantrieb, der wird, an den sich schon Marché durchgesetzt wird. An die von den Muskeln, den Antrieb. Ja, den hat natürlich eine Rolle zu spielen, wenn wir von Logistikkette schwätzen, aber aus dem ganz Lokalen rausgehen, und wir gehen an die Großregionen, dann kann ich mir haut schwer vorstellen, dass man zum Beispiel als Gemäßwetter vielleicht 20 oder 30 Kilometer muss kommen, das kann ich vielleicht nach sicher gehen, wenn es aber schon 100 Kilometer sind. Ich fühle mich ein bisschen fit, ich fahre regelmäßig mit dem Velo von daheim bis an die Chambre, das sind dann noch 42 Kilometer Velos wie größtenteils Velos wie ich gebe mir aber schlecht vorstellen, dann noch nach der Kaufstüte dabei zu sein. D'accord. Mit das ist eben, weil an der Mobilität, sondern noch vielleicht am PNM steht zum Beispiel, dass Distanzen von 5 Kilometer gehen am urbanen Raum noch immer zu, ich weiß nicht, über 30%, bald 40% am Auto zurückgelöst. Das nicht seriös. Das ist genauso wenig seriös wie das Argument an der Stadt, es gibt keine an Großgaser kaufen, wo kein Parkplätze mehr da sind. Ich denke, durch Großgaser guckt, wen an der Großgaser kauft. Du hast keinen davon, dem am Auto drauf angewiesen hast, das Thema zu transportieren. Verkauft ja auch keinen mittlerweile Frigo oder einen Tiefkühler mehr an der Großgas. Die meinst, richtig. Enfin, dat zu der Mobilität, also du hast auch, seht ihr d'accord, das auch mich anders, dass ein bisschen gedurcht geht. Der Model Split muss sich natürlich viel mehr Wäsch vom motorisierten Individualverkehr hinzu. Individualverkehr certes, aber vielleicht nicht mehr unbedingt den motorisierten. Weil das System umstellen hat auch schon angedeutet, dass die Verdelung anders das geht vom Strom, dass die Lokalproduzent lokal produziert, lokal konsumiert, die Resonen, die verändern sich auch alle Götten, das ist ja eine Notwendigkeit. Das ist am Knack und durch das neue Gesetz vom Juni auch vorgesehen, das ist auch weh, wo die so als Piratenpartei die macht. Ja, die gehen absolut mit. Wir wollen just bemerken, dass das aber voraussetzt, dass wir auch die Infrastruktur schaffen. Die haben mittlerweile schon Straßen, wo es nicht mehr möglich ist, als Solaranlagen in der Reso zu kriegen oder Chargeborne für ein Auto und Reso zu kriegen, weil der Reso den an der Straße leitet, das nicht machen möchte. Und ich meine, da fängt man an, auch zu merken, dass man vielleicht eine nächste Disruption brauchen für an die Energiereso vom nächsten Jahrzehnt, dann auch vom nächsten Jahrhundert zu investieren.
wann wir et regionalisieren, lokalisieren, muss man auch dafür sorgen, dass das noch geht. Und ich meine, das ist heute die größte Challenge, wo Netzbetreiber mengen die letzten 20 Jahre ein bisschen Steuer geschlafen. Das ist ein Retard abzuholen, wie an der ganzen Energietransition ein Retard abzuholen ist, bis sie schaffen, holen sie mal und tun, sie schaffen ja auch tun. Das ist richtig. Ein anderer Punkt, als die Energie, die wir da produzieren oder transformieren und dann auch gebrauchen, für die Intelligenz zu gebrauchen, das ist Stichwort Energieeffizienz. Du hast die Gebäier Transport hat wieder so 60%, über 60% von den Gasen Gebäier sind rund 20. Auch du muss selbst geschehen Ziel als für bis par rapport zu 2005 lo bis 2030 auf 64% raufzukommen laut dem PNEC, was Heizungen ubelangt, was das System ubelangt. eng Wärmepumpe schon eng Geothermie Wärmepumpe, also der hun wirklich dat effizientesten an dat die glücklichste Chance sech gehabt die kann hun, weil dat war auch bewusste Schw mir wollten so energieeffizient an noch so nohaltig wie möglich von den Franco bauen. Dat ass net immer einfach, du muss noch deelweis mat dem Architekt streiten, du muss am Promoter streiten, du muss mat der Baufirma han streite, fir noch dann dat geliefert krit, weil den noch wirklich bestalt huet. Donno nach ma Minister fir dat den dat seg Subside krit, dat huet doch ewig gedauert, weil se do eng relativ grös Unflexibilitéit hun Dach lee, wat den Detailgrad vun den Handbücher, die Musarische vun der Heizung ubelangt. Also ich kann nicht so, wieviel Kurien du hin an hier gerne sinn immer ganz lange die lehen. Da muss ich streamlinen, wann den Leute nicht will, Lust und denen umgebaut gehen. Das ist den administrativ unheieren, dass sogar von den Ministerin, den sich für die Energie ersetzt, ganz frustriert wärmert, wie engem Wasserkap, sich die Äden, ob ein anderes Minister ausbezahlt kaufen. Das vielleicht, das Problem ist erkannt. Das Problem ist erkannt, wir müssen, Neubauten, die ganzen Opregungen an Deutschland, von welchen Heizungen geben verboten gehen, Leute geben hier Heizungen Wäschkohl kriegen. Das ist ja alles, brach mir, wo man einfach hin müssen, als, dass Heizungen an Zukunft die ersetzt müssen gehen, durch nachhaltige Alternativen ersetzt gehen. An nachhaltig Alternativen ist da noch keine Pelletsheizung, die aus langen Jahren als das verkauft gehen. Huet awer Feinstaubprobleme, huet auch Nachhaltigkeitsprobleme, je nachdem wo Holz kennt. Dat war Lobbying vun der Holzindustrie. Dementsprechend mengen just Lesung sinn Wärmepumpen och an Aalbauten, ganz vielen Aalbauten Gewärmepumpen können déi effizient betriebe gin. Da muss en awer en Contrepartie de bëllege Strom zur Verfügung setzen, dat eben Leiit net dubel penaliséiert gin, emol duch den Invest an dann duch awer heich kachten. Und das geht durch einen forcierten Ausbau von den erneuerbaren Energien. Noch die Isolation, weil ich aus einem Gedankengang mit verbunden. Die Isolation vom Bestand für die Isolation gehört dazu. Auch da muss ich vielleicht Baureglemente auf die Liste stellen, weil wir kennen halt Fälle, wo Leute refusiert kriegen, neue Isolation abzubringen auf ihre Fassaden, weil sie da geben, die Envelope vom Haus verändern. An vielleicht die 3 Meter zum Noper nicht mehr geben anhalen. Wenn den das dann hört, dann seht ihr sich, okay, was ist das Ziel? Die 3 Meter, die sind ja ein Schutz für den sein Privatsphäre hält. Wo wollen wir da das auf beeinflussen, 30 Zentimeter Isolation, die drauf kommen, Privatsphäre vom Noper, auch nicht, dass ein Fenster gerickelt wird. Menge einfach darüber ist näher, und dementsprechend muss man die vielleicht in Zukunft doch viel genehmigen. Sie viel sagt, das ist eine Sache von der Liberté Chérie. Auf der anderen Seite gibt CO2-Steuer. Das ist ein Steuerungsinstrument, die als am PNEGLO, also das soll am Anfang ein Instrument sein, für die Energie effikaz anzusetzen. Dafür annehmen Stelo, die als am PNEG festgelöst bis 2030 steht für dass Planungssicherheit geht auf der einen Seite, auf der anderen Seite so in der par rapport zum Ausland, das ist zu tief, andere so das ist zu hoch. Für die Leute, die eben auf ein Auto angewiesen sind, an die dort schon müssen da viel Benzin, aber mehr Cash nicht gibt, dann gibt das just klein Summe sehen wir dazu mehr zu suchen. Wie wird gibt ein Piraten mit der CO2-Steuer machen? Aufschaffen, ausbauen, wohl beibehalten. Schon das schon oft an der Chambre gesagt, dafür ist kein Geheimnis. Die CO2-Steuer, die wir heute tun, geht nicht nur als Steuerungsinstrument, wie man sich das vorstellt. Der Tisch will nicht, dass wir CO2-Steuer
Teilkeller hechen, wenn man wirklich tatsächlich gesehen, dass du soziale Ungleichheiten können geschehen. Neue Steuerkredit CO2 als mengenisch ein Weh an die Richtung, die mir auch präkonisiert hat, schon für 3 Jahre, der das ein Klimabonus zu. Die ist essentiellement die Leute en amont das auszubezuelen, weil bei einem Durchschnittsverbrauch und CO2-Steuer gefällig gehen, so dass in der große Polluant zum Polluant-Payer möchte, an den Klängen, die vielleicht bewusst auch ausspurt, zu einem net Gagnant von der Mesure gave machen, so dass man auch ein Encouragement, ein richtigen Incentive machen, für CO2 anzusprechen. Wenn ich so ich verbrauche gut, ich produziere ganz minimal CO2, da gebe ich sicher etwas rauskriegen aus dem Klimabonus, während den natürlich mehr wie den Durchschnitt, den Sibleer das produzieren, dem muss drauf legen. Und das hat großen wichtigen Grund, und das hat auch der Klimabiergerrat gesagt, die Leute haben Vertrauen ein bisschen verloren daran, dass der Staat ihnen mehr Kosten, die ihnen entstehen, durch Steuerungsinstrumente kompensiert. Und dementsprechend, das ist Approche en amont Vertrauensvierschuss zu gehen, zu weisen, du hast Geld, aber wenn du ausgehst für CO2 belastet produzieren, dann hast du nur aber vielleicht fort, wenn du an der Moyenne bleibst. Gut, hast du nicht drauf gelöst, wenn du Männer verbrauchst, da kriegst du etwas raus, wenn du mehr verbrauchst, lässt du drauf. Das kann in Datenspur sein, muss ich nicht erheben, wen, wie oft fliegt oder wie viel Kilometer fährt, weil am Ende vom Tag natürlich CO2-Steuer danach, wenn Produzieren auflässt, die mit daher gehen, mehr durch den Bonus, den wir ohne ausbezahlen, spielt den dann Portemonnaie vielleicht nicht ganz so schlimm. Wo nach schüst gut weiste, wo dat Misstrauen hier kennt. Ich kennt dat ja hier, allerdings ich vertrauende Mönch auch ganz viel eng charmant Idee, man hofft nicht viel administrativen Opwand, so dauert das hier so lang bis Eben gerade du wennst soll den nicht, ich meine, wir haben ja heute Morgen von der Steuerkredite, die ich kann direkt ausbezahlen, die auch direkt Salär Konsideration fanden, über die Steuerkarten, dafür allgemein die Kreditimpôt CO2, der das an unseren Händen die richtige Piste für den Klimabonus umzudenken. Natürlich geht den also an der Form wie ein Gestimmte von der Majorität nicht durch. Ich weiß auch, dass das ein Kompromiss zwischen 3 Parteien war. Kompromisse, ja. Das gehört zu der Politik. Zu der Politik hat der frühere Präsident von den USA gesagt, it's the economy, stupid. Die möchte das Sache können finanziert gehen, das investiert geht, das on Platz kommen. Das auch Wolle von der Energietransition Lützeburg als eng Banken an Fonds nach Finanzplatz. Da geht viel gesagt, wir sind ein gering Finanzplatz. Undelig ist allerdings ganz gering und all den Transaktionen mengen die weltweit so rundherum gehen, sind die richtig gering an der richtigen Taxonomie klein. An der Zahl. Mehr als das wie die Importanz von der Finanzplatz für Lützeburg, für unser Wellbeing, für unser Lebensniveau, als das in Richtung, die soll weitergehen, soll den Finanzplatz aufbauen oder soll in die geringe Richtung weiter developieren? Also sollen natürlich die Finanzplätze nicht mehr verdeiveln, weil wir einfach gemacht haben, auch als Piraten, als zum Beispiel zusammen mit der Initiative pour un devoir de vigilance eine Proposition de loi zu deposieren, wo man eben dafür sorgen, dass auch ein Finanzplatz soll die Menschenrechte respektieren und ein Devoir de Vigilance aus sich kriegt. Da daneben also ganz wohl die Ökonomie. Und die Ökonomie muss eine Ökonomie sein, die für uns alle Gute schafft. Das ist nicht eine Ökonomie, die just für happy few da ist, sondern eine Ökonomie, die für das Land insgesamt da ist und die auch strategische Ziele muss verfolgen. Bei allen neuen Aussiedlungen muss man sich vorstellen, wie viel Bodenversicherung ist das, für wie viele Arbeitsplätze, von wo kommen die Arbeitsplätze an der Stadt sind. Und dann muss man sich vorstellen, okay, was wird da produziert, dass das etwas was Sinn hat an einer Strategie vom lokal-regionalen Handel. Und dann zum Beispiel, ich habe wieder nur geschwärzt, kann ich mir ganz gut vorstellen, ob Lützeburg Batteriehersteller, hauptsächlich Feststoffbatteriehersteller, wo man nicht um Wasserverbraucher noch am Henken unzulackeln, wir werden nicht auch zumindest ein Assemblage von PV-Panelen hier Lützeburg bringen. Gibt eine eigene Initiative, die das hier möchte. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass ich nicht weiter ausbauen gebe. Wie ich wieder so, Mikrowandmühlen als auch noch so ein Domain, wo Lützeburg sich kein positionieren, wenn all zweiten Haushalt an nur seinen Gerd kann ein Made in Luxemburg
Wandturbinen hunn, die nach en zusätzlich Strom generiert, da kreen wir irgendwann wirklich die Energieautarkie net nëmmen an der Theorie hin, wir kriegen so an der Praxis hin. Techt eng Ökonomie muss fir Leiit schaffen, an der net nëmmen dofir do sinn fir eng Finanzplatz zu alimentieren. Dann Färbs können es produzieren, muss ich noch forschen. Auch eine Idee. Den Investment vu Lützeburg an der Forschung steht eigentlich net zur Debatte an zumindest fir Piraten als Chlor gilt Forschungsfreiheit an auch an Erneuerbaren. Auch an Erneuerbaren. Speicher. Mir werde sicherlich net higoen an irgende Forscher penaliseiere, wann du no sicht wéi komme mir aus dem Schlamassel, an dem als die letzte Generation ragrieden hun raus. Nicht all von den letzten Generationen. Nicht Chiparé von all den letzten Generationen. Okay. Nee, den Trend weise einfach klar, dass seit der Industrialisierung nicht optimal gelaufen. Der ppm wird dramatisch an ganz richtig. Und über Wirtschaft geschwärzt, das ist der nächste Schritt. Landwirtschaft, der Methan ist auch ein Problem. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Landwirtschaft, Leute wollen aus der Landwirtschaft von ihrem Beruf leben, von der Lebensmittelproduktion, ob die direkt ist oder indirekt. Dazu gehören nun mal auch Bautzen. Wie soll man der Landwirtschaft, wie kann ich der Landwirtschaft der Bauernwelt helfen, die auch wie 4 Jahrzehnte lang an ein komisches System gedrudelt gesehen, den nicht unbedingt gut war für die Natur, den oder unbedingt gut war für Preisstabilität für sie, weil sie ja noch domängisch muss viel enkassieren. Was hast du eine Idee? Wir entwickeln uns ja schon die letzten Jahre fort von der intensiver Landwirtschaft, gerade zu Lützeburg, wo der zwar kurzzeitig und mit schwerer Leute kommen indirekt aus dem Metier. Meiner Frau sei Bob war Bauer an war kleine Landwirt und huet an de 6 Jahre verkauft, weil eben Subside gut 4 zu verkaufen und nämlich großen muss sich bewusst sind, dat man sech kurz a Richtung intensiv Landwirtschaft ganz sinn an lo einfach fortkommen du von der Richtung extensiv an der Präferenzrichtung Bio Landwirtschaft. Man mech ass dat net all Landwirt dat ganz realisiert huet, hu jo Rezenzfondagen als gewiesen, dat den nach bëssen Iwerzeechungsäbeg ze lechte gëtt. Wat fir mech awer ganz klo ass dat ma de Bauuren all Uti mussssen en Hand gif hier fassen am effizientesten ze nutzen. Dat ass fir alles geheiert do zo och alternativ Revenuen ze generieren. Haut as et so, dat ganz oft de Valeuren erbrachket beim Bauer. Ich produziere just még Mëllech oder mei Flech oder mei Wees oder mei Kar insgesamt und da verkaufen het weiter. Und dann ass in anderen den ou secht Valeur ajouté op generieren. An fir alles wär ganz wichtig, dat man do probéieren entweder iwwer Genossenschaften oder iwwerheft, die dat selber kënne stemmen, die scheinende Valeur méi beim Produkteur ze halen, so dat hier noch méi kann vun der Valeur bei sech zurückhalen. Gleichzeitig auch neue Nutzungen für seine Surface fannen. Wenn ihr guckt, wie groß die Hallen teilweise sind, und okay PV drauf ist, dann möchte man dazu sagen, wenn ich weiß, dass Bungerten ideal sie für zum Beispiel Agri-PV drauf zu holen. Da gibt es Studien, die weisen, dass sogar das Rendement von verschiedenen Kehren mehr hoch ist, wenn sie eine partielle Beschattung haben. Wir wissen, dass dadurch auch zum Beispiel die Feuchtigkeit, die aus dem Boden rauszieht, kann kondensieren und zurück auf den Boden kann fallen, weil man eine Bewässerung neidig möchte. Also, die muss man schon nicht überzeugen, dass Agri-PV zum Beispiel ein Piece ist, die man müsste massiv pushen. Wie froh ist es, kann ja auch sein, dass Piraten es schaffen, das alles will noch, weil nicht schön ist. Wie froh ist das schon für ihn? Weißt du, kann ihn die Sachen auch schön, kann ihn die Sachen noch schön machen. Da sind wir froh, kann ihn etwas an einem älteren Betonsküb hinstellen und kann ihn nicht auch an einer modernen Passivbauweise schön hinstellen. Und genau das nämlich gilt auch für Wandmühlen an PV-Anlagen. Richtig. Die haben doch viel gesagt, die Agri-PV-Anlagen, die können helfen, schier zu machen, dass die Feuchtigkeit an den Boden dranbleibt, viel mal zu tun. Das ausrechnen, das ist eine Konsequenz logischer von denen 1,14 Grad, die man haben wie für die 1,5 Grad, also gehen die Konsequenzen, gehen nicht schon rein, frischend, da muss ich auch angepasst gehen durch einen anderen Urbanismus, durch ein anderes Management von den Böschern. Ich muss aufpassen, weil ich so beim Management von den Böschern, meine Frau hat
lang Zeit für eng SBL geschafft, die zu Lützeburg Bëcher nohaltig zertifiiert. Dat heißt, ich kennt lo ganz weit an Detail goen an erkläre wéi viele en do dra Leiie so losen an dunne so 3 Stunden gelohnt. Okay, ich erspuren erst den Detail an noch den Nolauster den Detail wat wichtig ass dat man als Bëcher gesund halen mat all dee Moien die man hunn dat heescht dat man och Privatbechbesitzer mat du Buchtuellen Lützeburg ganz viel staatlech Bëcher min awer ganz viel Privatbechbesitzer deelweis mat ganz klenge Parzellen wat die Gestion immens schwierig mcht. Dat muss also berücksichtigen du goufen net schon Projekt vu Membrement die sinn moll méi moll Manner gut begréist gin an den jeweiligen Gemenge wo dat probiert gouf. Ich meine, dat den die Piste weiter muss entwickeln, dat den die Bëcher auch als Rückzugsraum auch fir Mënschen also fir Diere mir auch fir Mënschen muss erhalen muss awer so dat Lützeburg weit vun der Wägers kein gering Surface mit hunn. Werdech fir Druck so wann man iwwer Landnutzung Urbanismus schwätze brauch man u 20 Minuten Dierfer wo ich an 20 Minuten zu Fuß alles kennt erreche werdech fir mein Alldach brauch der Tee net de Kaktus an all durfsetzen mit der Tee awer dat man oder so se Supermarché vielleicht den de Lo vu enger franzécher Superschein opkauf gouf kann ich natürlich auch kleine Epicerien an den Dierfache etablieren fir wenn net a Kollaboration mat andere Servicer mir se auch dat zum Beispiel Post Banken net mi könne Flaschendecken funktionieren so sind Kaschendecken ich muss sich auch vielleicht vorstellen wie kann ich dat am Amtdierfer rakräen dat ich vielleicht gönne op ein Auto ugewiese sind dat ich auch am ländlichen Raum wo war ja net liewen haut nach bezuelbar oder méi bezuelbar ass wie wann ich an den Ballungsraum sinn an dann hunnsch gesot Densitéiten et kann net sinn dat man Pol de Development hunn déi Bautereglementer hunn PAGen hunn die nach mat 20 Unitéiten den Hektar funktionieren nach schon 90 Jahren anderen Urbanismus de Gedankegang den ass vun nach 20 Unitéit 20 Wununitéiten den Hektar dat heescht datch wannnech all mei manchme Strossebau aufgerechen hunn in der jo mat 25% berechen gën soch schon demesuréiert dann hunnech han vun Stroos baut wann den eng an Trottoir müssen okay mit der Parkplatz vielleicht einer Sachen wäsch auch a Wundkartier muss net dreispurig bauen du kann noch vielleicht espurig bauen an Verkehrsbrogen weil da können kann auch op der Stroß spielen da geht er doch Shared Space da brauche noch kein Velospist wann der rische Shared Space aus auch du kann ihn méi effizient planen wie wann den Autobunnen durch all durchbaut an schmengen noch dat geiert du zo dat man als PAG in alle Guten auch de von der neue Generation einkoppelcht werden. Ein Klient will ne jeune och Manner saléieren das Wasser an soch kann hilaf. Ja wann ich mit dans bauen an Manner Strossebau braucht dann saléieren automatisch Manner. Ich mengen dat eenent beaufflusst Naturstelle. Gesot Energie an geiert zu dem Naturschutz, der das beeinflusst in den anderen. Such Nëmmgang mat de Ressourcen mé muss e wäsch komme vum Linearen, dat techt extraieren, gebrauchen Wäschpuchen zu méi zirkulär méi Cradle zu Cradle fan mir als Eurosolar wie gesi dir dat? Froh immer wer den Hanner die Passwords un Realität setzt. Wann schaut die neue Ressourcen hef gucken, die o getest goufen in der anderem vun enger Superdrecksköcht, dann ass die du han gut. Da gesinnech dat Leiit deelweis hier Sachen du willen deposéieren an einer Leiit ganz egoistisch schon man der Kamionett op werde fir alles direktem aus dem Regal zu raumen an Kamionett zu fir zum nächsten Flomarkt zu verkaufen. Das net Perversion vom Gedanken. Das bisschen Perversion vom Gedanken an der Techt wann man dat machen dann muss man auch immer bewusst sind dat natürlich immer Raum fir Bühe gëtt mir der Bühen aber muss irgendwie strukturell ugoen kann ich schon net eng enzech Lesung gifir de Problem den ich beschrieben hunn schmengt dat auch deelweise mat neuen ze Summe lewen ze den huet
vielleicht wann immer besser zu Summe leben hört dann auch der Cradle-to-Cradle Gedanken mir groß dann Humor mehr Respekt für die Comments wie in dazu seht und dann muss sich vielleicht viel meiner Gedanken darüber machen ob in dem Nopa nach kann Maschinen lehnen oder vielleicht auch mal die Schraubenzieher kann lehnen nicht Angst muss hinter vielleicht nicht recken gesagt vu Vertrauen oder vu Misstrauen wie der Fi gesot kommen immer auf der her alles zu summen an das komplementär an voilà das groß der ganz de Mënsch as wichtig die Leute die alle bei der Energietransition die Ziffer gesot oder net den bald 20% ohne Problem also in der Grenz von der Energie Armut von der ja, voilà. Armut pardon du kann ja doch zu Energiearmut dabei die Übergangsphase von der fossilen Energien an die anderen Energieformen die kascht wird gesucht das daher auf der einen Seite auf der anderen Seite soll dann aber Leute unterstützen du sie Sachen ugedönt unterstützen Piraten auch die Klangleute ja das wahrscheinlich statt wo am meisten muss gemacht wenn man die Energiearmut wollen an den Griff kriegen Armut an den Griff kriegen weil in den Ärmers kann sich du nicht draus befreien an konsumiert meistens die teuerste Form von Energie denn das zu Lützeburg der Fall weil ich Lokatär sind a nicht beauflossen kann wie mein proprietär sein Haus saniert oder wie eng Energiequellen nutzt ich mir nie Cash explodieren dat kann sie natürlich auch du muss Moral zerschaffen dat auch Residenzen saniert gehen an noch Residenzen neue Heizsysteme kreen Wärmepumpe kreen aber dat muss iwwer vier Finanzierungen oder staatlich Kautionementer goen dann kann dat eng vun de Piste sinn kann er worüber Power Purchase oder Energy Purchase Agreements goen wohin sech weide hin der Name spezielt wie haut dat is eng niewe Kächten afreiert an eben dann noch doch opmcht fir zum Beispiel de Pensionsfonds de o gewissen Rendement muss machen mit fir auch net en Livret A fir Privatleit die Geld tun fir ze placeieren die du e klenge Rendement secher Manner wie die aktuelle Zinssituation méifleit mat 3 oder 4% remuneriert aber dufir garantiiert remuneriert op 20 Joer kennen de Leiit hëllefen neii Energieformen ze deployieren. Der wo eng international Dimension, weil auch do as so dat haut grad die ärmste Länder, die da ersten Energiequellen oft tun. Gët de Grund fir was se arm sinn nämlich weil se en riesschen Undeel von ihrem PIB Dr machen muss fir überhaupt Luten hun zahlen. An wann ech wees, dat dann Afrika Länder ginn, die mat diese Generatrissen dezentral hier Dirfer mat Strom belieferen an se do dee was op Preiser kommen vun iwwer engem Euro Kilowattstunde déi verlangt net moll egent den op beim Supercharger op der Deitsche oder franzésche Autobahn nach net. Och do muss alsoläit eng international Solidaritéit spiele lussen an noch kucken, dat man grad die Ärmsten déi die haut der meeschte fir d'Energie bezwillen, obwohl se am mansten hunn so en Därm greifen, dat mit de Fall ass. Bei mir am Norde Jo mischt profitéiert vun den ihren Energie während Jo zengten an dann ass den noch Südausgleich eng richtig Geschicht an noch do hëllefen die erneuerbare Energie en Photovoltaik, well an Afrika hunn se méi sonn wie Mehrheit zu Lettzeburg muss mat zou gin. Den anderen Deel ass an der Politik fir politisch absumsatz ze kënne könnt Di op se hun das Leute weh mat gin. Das Kommunikation mit das aber auch für allem Leid expliziert was du von der Hund schon für von der Preisstabilität gespart die erneuerbare Energie Matze springt und noch da vom lokalen auch von der Teilhabe wie in der Deutsch wurden das sind Stichwort Energiekooperativen Energiekommunitäten die vom Strom delen das Sylomäisch durch Gesetz vom 9. Juni. Ich verstehe bis heute nicht, wenn man nicht mehr Energiekooperativen hun ich kann man das nämlich durch erklären, dass man zu bürokratisch gemacht und an dat man deelweise auch zu komplex gemacht fir Schifrien zu verstohe wetten du vun der huet. Leiit besinn dat ze engerseits investieren an hireieren lokale Stromreso an dem se Energie produzéiere me se gesinn aber gleichzeitig dat ze bei eng andere Fournisseur weiter in ihre Strom muss kaufen. Das also net wirklich integriert. Ich wees dat de gréisten Lützeburgsche Stromlieferant mittlerweile do wer gemacht huet fir mat de Leiit bis méi partizipativ ze gi. Dat kennt awer irgendwo net ganz unnet. Wir muss noch vielleicht die Kooperativgedanke nei erklären, das bis verloren gern as an den lächten ewig so 2 Generationen, wo man so muss de Kooperativgedanken beliewen, grad wann man regional lokal will produzieren,
Gleichzeitig muss man natürlich auch dort Gemenge man an Verantwortung holen, die e großen Federateur können spielen, wann es Lokalproduktionen geht. Do hawen nach ganz viel Gemenge sinn, die dat bis dato net wirklich machen, an die auch wann se der gros Projekt machen, se traditionell finanzieren an noch net demokratisch respektiv partizipativ wollen gerieren. Dann an selber bemmol de Gedanken, ech sinn de Burgmeester an ech will awer Benschenheit von der Andacht durchschneide méi groß wéi de Gedanken, ich kennt Haiapes als kommunitäre Projekt lancieren. Das mat die Energiekooperativen das ein Domain mir als Eurosolar man bis Reklam für uns mir Seolobissen eng Socht Struktur fetier gehen von denen wobei dann von echt aus dass wir de Kurf sind für die Sachen die wir zu hölfen Platz wie dürfen River zu traunen. Ich kenne eng fiduciaire aus professionelle Gründen, mit der ich ganz eng zusammen schaffen, die ganz viele Kooperativen begleht an ihr Bilan möchte. Das ist nicht immer einfach. Das der den oder dann das mit das Orlo ich auch meine Reklam für unser Projekt E-Community die justement den wir zusammengegründet mit anderen Assoziationen denen begrad darum es geht für eben die Stromverdelung lokal erklanglich wobei bei der Gemenge muss ich noch so sie sind hin und her gehabt zwischen den Kooperativen Dachflächen zum Beispiel von der Sportzahl von der Schule so eine Apps zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite für das sie da können als Kooperativ-Apps machen. Auf der anderen Seite tun sie allerdings auch den Urreiz für selber zu verbrauchen und dort die Konsumation für solo Laubbläser zu lösen, die elektrisch gehen. Das ist nicht so einfach. Beides kann ich kombinieren, an dem zum Beispiel die Kooperative verlohnt, gleichzeitig aber direkt mit eine PPA schreibt, wo ihr seht, ich kaufe nicht den Strom, aber auch zu einem fest geplanten Preis auf. Das wird unsere Projekt E-Community total verstanden. Das gibt eine Garantie. Das gibt eine Garantie für die Gemeng, dass sie feste Preis hält, preisstabil bleibt. Gleichzeitig gibt der Wort der Kooperant eine gewisse Rendementsgarantie, die natürlich dann nicht so hoch ist, aber auf der anderen Seite weiß er auch, dass die Gemenge hier Rechnungen immer wert können bezahlen. Voilà, so soll es sein. Gemenge ist nur bei den Bürger Kooperant, sind Bürger, gut für die Bürger, gut für uns alle. Merci, Herr Klemmer. Merci auch.